Kim, Robin, war das HPV? HPV hecht us Human Papillomavirus an as een STD an dat hunn an sech die meeschte Leiit egent van enke an engem Liewen erwëcht van se Saxon. Dat hei aus Maybe Sax. Wir schwatzen als Mittwoch über den anderen Thema zur Sexualität. Von Körperlichkeiten über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Als Mittwoch, freitagsmittags um 3 oder auf www.sexpodcast.lu. Hallo und herzlich willkommen an dieser neuen Episode von Maybe Sex, der Episode Nummer 114, wenn ich mich nicht irre. Ich habe heute einen ganz wunderbaren Gast bei mir im Studio. Hallo Kim. Moin Robin. Du hast es schon angeteasert. Ich meine, kann ich dir schon denken, was es geht. Wir schwatzen heute über HPV. Das gehört Teil von unserer Serie zu sexuell übertragbaren Infektionen und Krankheiten. Und Kim, wie betrifft HPV dich? Was ist dein Lien? Für was bist du hier? Es sind haut hier für über HPV zu schwatzen, weil ich persönlich mich mal angestachelt schon ganz früh, also ich mit 16 Jahren hatte ich die erste Infektion. Aber ich kriege das damals nicht gesagt von meinem Doktor. Und ich kriege das also recht für knapp 2 Jahre bestätigt von einer neuen Frauendoktor, die ich schon, weil ich da alle 6 Monate getestet gehen. Und die hat mir da gesagt, so am Verlauf von dem Dossier haben wir gesehen, dass sie seit dem 16. Lebensjahr ist. Das ist aber nichts Schlimmes, weil, wie auch wieder schon gesagt, die meisten Leute an ihrem Leben, wenn sie sexuell aktiv sind, ob man es eben den Virus schon erwischt haben. Bei gesunden Leuten geht es von selber fort, das dauert ungefähr ein Jahr, die meisten haben keine Symptome. Bei mir leider Gottes, weil ich auch Endometriose habe, sind ich viel für mich auffällig für STDs und ich gehe sie mir schwierig los. Und dafür habe ich eben, wie gesagt, seit dem 16. Lebensjahr, da hatte ich den E-Strang, die verschiedene. Und für uns habe ich noch einen neuen Strang infiziert. Das war den HPV-16, der kann krebserregend sein. Und das hat ganz lange gedauert, für das ich losgehen. Weil eben durch Endometriose aus mir Gebärmutter schon geschwächt. Und da sind ich bei einem anderen Frauendoktor geschickt, für eine Laserbehandlung zu machen, eine Konisation sozusagen für die Zellen waschzulasern. Das hat leider nicht geklappt. Und danach haben wir eigentlich probiert, über 3 Monate lang Vaginalinjektionen mit einem Gel. Das hat auch nicht direkt geklappt. Aber ich meine, Jahre, nachdem sie ausprobiert haben, sind nicht Gott sei Dank losgehen. Und da war meine Frauendoktor auch Gott sei Dank so gnädig und hat dann angefangen, mich auch zu impfen. Und so müsste ich also HPV frei sein und auch dadurch geschützt sein. Es freut mich immens, dass du mittlerweile HPV-frei bist. Wie geht dann für HPV getestet? Wie ist das aufgelaufen? HPV kann ich leider nicht mehr bei weiblich gelesenen Leuten oder also bei Leuten mit Gebärmutter und alles testen. Und da wird beim Gynäkolog gemacht. Mit einem Pap-Smear, das heißt, lehnen sich da hin und dann geht so eine Art Wattestäbchen angefordert, wo sie ein paar Zellen holen und dann geht das an die Labor geschickt, für dann Tester zu machen. Und das heißt, wie du damals von deiner neuen Gynäkologin gesagt hast, ja, wir haben in dem Dossier gesehen, dass du das hast. Dein Doktor mit 16 hast du dann eine Pap-Smear gemacht und das durfte dann einfach nicht gesagt, dass du HPV hast. Genau, ich war ganz schockiert, weil ich gehe mit STDs nicht so einfach wie die meisten Leute. Mir sind ganz wichtig, dass ich kein Ausstierchen. Und ich habe mir niemals viel Gedanken gemacht, merkt, du hast es seit dem 16. Lebensjahr, dass alle so lange wie ich alt sind. Und wie viele Leute hast du da mal angestacht während dem? Natürlich kann ich sie schützen mit Kondomen. Mit dem du wart für Strang in Hurz kann ihn durch Hautkontakt
durch Hartkontakt von den Feigwatzen zum Beispiel hört, kann ihn dann einfach weitergehen. Du hilft nicht unbedingt eine Kondom ab ist. Dich uns zum Beispiel ein Wunden in der Hand hast und du kannst du wieder oder du es oral sagst und du lagst die Platz, kann es auch sein, dass du den HPV-Virus die Feigwatzen am Mund kriegst oder eine Fangerin. Und das war für mich einfach ein immenser Schock, weil das einfach für mich an immens verantwortungslos war, für allem einen Teenager, den nicht gut abgeklärt auf zum Zeit nicht gut abgeklärt. Das hat ihn zwar akzeptiert im Internet, wie nicht schwierig geht nur gucken, ich wusste es selber auch nicht. Und dafür war ich einfach immens schockiert, weil einfach so fahrlässig du man umgegangen ist. Weil Lolo in meinem Alter, wo ich selber erkrankt bin, und die Fall hat, dass es schwierig war, loszugehen. Ich weiß nicht, was andere Leute für Krankheiten haben. Wie sie man denn umgehen, wie sie sich protegieren, wenn sie mit anderen Leuten Sex haben. Ich verstehe, dass das ungefährlich ist für ganz, ganz viele Leute. Wir gehen immer groß und Leute, die schwer daran leiden, so wie ich. Dafür, das war für mich einfach etwas, was ich nicht verstanden habe. Und auch einfach ganz, ganz schwierig von tun. Ja, das ist ja am Anfang. Ein Doktor hat nicht nur dich gefährdet, mir auch ganz viele andere Leute. Und das ist ja wahnsinnig irresponsabel. Und ich habe kein Drosch studiert, aber Potenzial auch nicht ganz legal, dass so eine Information einfach einem Patienten, einer Patientin voranhält. Es kann natürlich auch sein, weil ich im Moment einfach so jung war, dass der Doktor vielleicht einfach nicht mehr so HPV ist, nicht richtig mitgekriegt, nicht richtig verstanden, der Doktor ist nicht weiter darüber gegangen. Weil ich in dem Moment auch schüttern. Ich war in dem Moment beim Planning Familial bei der Frauendoktor. Und da hat ihn einfach mehr sich darüber behaupten, hey, weißt du, was HPV ist? Soll ich dich darüber aufklären? Voilà, noch das fand ich heute zu meiner Zeit an der Show gefehlt. Ich weiß nicht, wie es Haut aus und mir darüber geschwärzt wird. Ich fand, weil das einfach so eine immens weit verbreitete Krankheit ist, da dann einfach mehr muss darüber geschwärzt gehen. Ja, und just weil sie weit verbreitet ist, heißt ja nicht, dass sie ungefährlich ist und keine Konsequenzen kann haben. Ja. Willst du ein bisschen darüber erzählen, wann ich bis HPV hat? Was ist der Risiko von der Infektion? Das Risiko von der Infektion ist, wie gesagt, also bei wahrscheinlich 80% von der Leute einfach gar nicht. So keine Symptome nicht. Merkt man nicht, dass sie sich angestacheln oder bricht einfach nicht aus. Bei den anderen, so mit 20% wahrscheinlich sind noch Männer, kann es zu Krebs werden. Du kannst zum Beispiel Gebärmutterhalskrebs kriegen, wenn du den Strang HPV 16 oder 18 kriegst. Es kann auch einfach, wie gesagt, das kann dein Sexleben einfach immens beeinträchtigen, zum Beispiel bei Feigwarzen. Das ist auch ein HPV-Strang. Das müsste auch der 16 oder den 18 sein. Wenn die zu lang da sind, kann es sein, dass die Zähne sich irgendwann umwandeln in Krebs. Die kann ihn zum Beispiel Waschlaser losen oder Waschbrenner losen. Bei der Feigwarzen hast du Problem, die kommen heinst du immer rum. Natürlich kann sein, dass vielleicht ein Jahr nicht ist oder auch 2 Jahre nicht ist, aber die kommen immer rum. Natürlich in dem Fall sollst du wirklich immer den Genitalien analysieren, gucken, okay, findest du etwas, wenn du nicht mehr einen Verdacht hast, dass das Kind sind, da bei einem Dermatologe oder bei einem Urolog, Frauendoktor schulen, da denke ich, gucken lassen und das dann direkt retären lassen, weil, wie gesagt, allein durch Berührung kannst du andere Leute schon dummer ausstechen. Und auch für Menschen mit Penis, es kann unter anderem nicht nur zu Gebärmutterhalskrebs führen, aber auch zu Prostatakrebs oder auch sogar zu Rachenkrebs. Und der Virus kann auch am Rache sitzen, wenn er zum Beispiel durch Oralsex überdrohen geht. Und er kann dann auch durch Oralsex überdrohen gehen. Dafür ist es wichtig, dass gerade bei HPV oder wenn der Verdacht zu HPV besteht, dass Kondome laktischer an dem nur von der Person fange auch vielleicht sogar Handschellen benutzt, wenn ich Sex hat. Der Fall, dass du Endometriose hast, hat deine Erfahrung mit der HPV-Infektion natürlich verändert. Willst du ein bisschen darüber erzählen, wie HPV und Endometriose man umgehen, nenne ich das mal. Ja, ich gehe davon aus, dass Leute wissen, was Endometriose ist. Von der so ganz schnell wartet aus, dass
quasi Zellen, die ähnlich sind wie Gebärmutterschleimhaut, die sich am Rest vom Körper verteilen. Das ist kein Krebs. Mit sind Zellen, die einfach nicht da sollen, sind die mit der Regelblutung zum Beispiel aufhängen mit Bluten und dadurch Entzündungen und so am Körper auslesen. Mein Fall war so schlimm, dass ich bei meinem links Nier verloren habe und dass ich auch für 2 dadurch operiert gehen. Was mein HPV an meinem Endometriosman verbannen an dem Sinn, als dadurch war meine Gebärmutter schon geschwächt als durch die Krankheit Endometriose. Also für mich ganz, ganz schwierig, STDs, STIs loszugehen. Das heißt, den HPV hat sich wirklich immens stark festgewusst und mein Immunsystem konnte nicht vom Salven losgehen, so wie bei gesunden Leuten. Und das hat eben dazu geführt, dass ich einfach wirklich 2 Jahre lang dafür gekämpft habe, nicht loszugehen. Wie gesagt, auch schon mit Laserbehandlung, die wirklich ganz schrecklich war. Ich konnte leider keine Anästhesie. Den Dr. Osto mit einem Laser Gebärmutterhals brennen gegangen. Und da waren die schlimmsten 5 Minuten in meinem Leben. Ich weiß, was war es, mir hat noch nie so weh. Und das Einzige, was war es, der Doktor wollte mich eine Schafe schicken. Ich musste praktisch betteln, für Krankenschein zu kriegen, um uns einen Tag für mich davon zu erholen. Voilà, und dann hat das leider Gottes nicht gebracht. Wir haben dann nach Bali gewartet, um zu gucken, was mein nächstes Resultat war. Und ich war nachher immer positiv. Und dann die letzte Lesung war etwas ganz Neues, und zwar ein Gel, den sich soll vaginal ausspritzen alle Abend während 3 Monate. Das habe ich dann auch gemacht, was für mich während der Zeit auch geherrscht wird. So, ich mich die Zeit einfach auch eklig gefühlt. Ich wollte keinen, der mich upegt oder so. Das habe ich schon auf mein Sexleben, die Zeit, wo ich HPV auf 0 gesagt. Und dann statt gemacht, und das hat nach ein halbes Jahr bald 9 Monate gedauert, bis ich dann endlich HPV-frei war. Das war dann 9 Monate das erste Resultat, wo endlich negativ war. Und darauf sind hat mein Frauendoktor mir auch umgeraten, für mich impfen zu lassen. Da geht ja Heimland ab, ich meine 12 Jahre, allen Mädchen geraten. Ich meine, die Junge mittlerweile auch geimpft, was wirklich gut ist, weil die Junge kann ja nicht testen. Und ich habe das dann gemacht, und normalerweise müsste das kosten. Wenn du wirklich eine Krankheitsgeschichte hast, wo es mir sensibel bist, kann ich das der Krankenkasse erklären, und in dem Fall geht das dann auch überall von der Krankenkasse. Weil du musst 3-mal geimpft gehen innerhalb von einem Jahr, und da gibt 600 € ungefähr kosten. Voilà, und ich habe das von meiner Doktorstunde so gemacht, los bin ich geimpft und geschützt. Das freut mich, die Impfungen helfen niemands. Leider Gottes ist es doch bei den Impfungen trotzdem wichtig zu sagen, dass sie nicht 100% schützen. Sie schützen noch nicht gleich gut für alle Strang, weil es gibt verschiedene Virusvarianten vom HPV, die mehr aggressiv sind wie andere. Gerade die gefährlich, die können auch Krebs auslösen, die reagieren nicht immer, also die Impfung reagiert nicht immer so gut auf die, wie sie kennt, mir trotzdem die Impfung hilft, die Impfung schützt. Und ich weiß, wie ich gekannt war, an der Primärschule auf demals nicht mehr der Medischer, beziehungsweise den Menschen mit einem Uterus, angeraten, dass sie sich sollen impfen lassen. Mir das ist wichtig zu sagen, dass auch Männer oder Menschen mit Penis sich sollen impfen lassen, weil erstens können sie nicht drauf testen, zweitens können sie es genauso gut überdrohen und drittens können auch sie gewisse Krebsformen davon kriegen oder auch einfach verquarzen, weil doch mir angenehmer ist, wenn sie nicht kriegt. Mir lasse ich impfen, und gerade als Mannerjährige geht es immer überholt, und dann bei gewissen Erwachsenen, wie zum Beispiel am Kimsing im Fall, geht es auch noch überholt von der Krankenkasse. Du hast noch viel drin angeschnitten, den Zeit, wo du HPV hast. Du hast kurz gesagt, dass es sich auf dein Sexleben ausgewirkt hat und ob deine Beziehung mit dir selber empfangen. Wie hat sich das immer so gefühlt, wie die Gynäko da dann Jahren, nachdem du schon Kritus gesagt hat, du hast das, und wie hat sich das
mehr konkret auf dein Leben ausgewirkt? Ich muss dazu so, wie ich informiert auf das ich tun und ich direkt nur gefragt, was für Auswirkungen wird das denn auf mein Sexleben? Und da konnte ich gesagt, nicht. Weil die meisten Leute sich sowieso immer den Wert ausstechen und ich mal so Kick-up machen. Was für mich ein absolutes No-Go war. Und ich habe für mich dann aus meiner eigenen Verantwortung dezidiert, solange ich noch mal den Virus habe, weil ich vermeiden, irgendwann umzustechen. Und ich muss sagen, für mich am Kopf habe ich einfach gedacht, das ist immens unsexy, wenn es ein neuer Partner ist. Und dann musst du dem so ein Kondom laktischer Hannescher. Und dann habe ich für mich eben dezidiert, ich will kein Sex haben. Ich war schon niemals offen mit Kommunikation, ich schon direkt meine letzte Partnerin, die hat direkt geschrieben, hey, ich kriege eine Diagnose von HPV. Pass bei dir auf, falls irgendetwas ist, so mal Bescheid, lustig testen, was du kannst. Und die mich schon ziemlich cool darauf reagiert. Ich weiß auch, von was für einem Partner ist den HPV-Virus gut. Schon die Person darauf angeschwärzt und auch gesagt, dass das schon kein Krebs sind, weil ich schon Verwuchungen und alles hat. Und die Person war einfach immens eklig mit mir. Die hat mir gesagt, das geht nicht von dem Sinn. Und dass das schon gar nicht wäre. Und hat wirklich einfach alle Responsabilität aufgehen und quasi gesagt, für mich ist es schuld. Obwohl ich mich wirklich drauf behauptet und ich gehe wirklich alles getestet, das unmöglich, dass ich von einem anderen konnte. Weil an den Weg tat und ich wirklich geguckt, so, okay, was kannst du machen? Ich mich ganz viel im Internet recherchiert und auch mit Kollegen, Familie drüber geschaut, nach ganz oft mit meiner Freundin auch. Und ich habe für mich das ja zu lange, ich will kein Sex und das ist schon quasi am Zölibat gelebt, 1,5 Jahre, 2 Jahre. Bis ich dann endlich frei war und da habe ich dann noch gefeiert, wie ich dann endlich das Negativresultat hat. Und voilà, ich muss sonst 10 Minuten zu mir selber kommen und dann einfach ganz anderes Bild zum Sex geholt. Willst du kurz elaborieren, was das andere Bild zum Sex ist? Ich hatte ja ganz viel Zeit für jetzt überlegt. Für mich ist Sex etwas Wunderschönes, etwas, was ich auch ganz gerne habe, wo ich an meinem früheren jungen Leben nicht so seriös geholt und einfach nicht Spaß wollte. Ich will auch noch immer Spaß. Aber ich bin mehr, wie soll ich sagen, mehr picky gehen, mit wem ich das teilen will, mit wem ich mein Körper, mein Plaisir will teilen. Ob das nur mit mir selber ist, ob das mit einer Person ist oder mit mehr Personen ist. Sex ist für mich ein ganz wichtiges Teil von meinem Leben. Und dadurch ist es für mich zwar so mehr hellisch gehen. Und da kann auch nicht mehr stehen drin, auch einfach nicht mehr als Respekt für mir selber. Das ist eine eigentlich schöne Entwicklung, von der mich freut, dass du so gemacht hast. Wenn in der Virus dann ein bisschen hat, das ein bisschen erzählt von den Behandlungsmethoden, durch die du gegangen bist, gerade auch weil es der Endometriose hast, war es mehr wichtig, dass ihn das geht. Wäre es dann die Normalbehandlung für HPV? Die Normalbehandlung? Es gibt keine Behandlung. Ich bin einfach aufgewacht, dass es vom selber fortgeht, dass dein Immunsystem du mal den eins geht, dass ich meistens ein Jahr gewartet und da geht dann einen Test gemacht und da geht gehofft, dass es dann nicht mehr ist. Ja, denn da hast du das Problem mit HPV, dass es eine Virusinfektion ist und dass es nicht wirklich Behandlungsmethoden dagegen gibt. Das ist nicht wie bakterielle Infektionen, wo Doktoren können Medikamente geben und da geht das dann rein. Aber wenn ich Pech habe, dann gerade einen aggressiven Strang hat, den mit dem Immunsystem nicht gut geht, oder wenn das Immunsystem selber so stark ist, dann hat ich ganz lang HPV und geht nicht eventuell auch nicht mehr los. Und ich meine, das ist auch etwas, was viele Leute immens unterschätzen. Und ich bin rezent geplündert an einem Land und da war ich dann noch beim Doktor, so, hey, testen gebe ich mich gerne all 6 Monate auf HPV, ich jetzt zu wissen, ob ich es tun oder nicht, weil ich keinem will gehen. Und da sagt die Doktor mal, hey, in Holland, wir machen die Pap-Smears all 5 Jahre.
Wir machen die auch recht op 30 für zu gucken ob Zahlveränderungen ob Krebs. Mir tasten nicht op HPV. Und ich hatte hier am Gespräch gesagt, dass ich nicht monogam bin, weil ich schon hat für meine Doktorin eine wichtige Information und dass ich mehr wie ein Partner in hun mit dem ich Sex hun. Und sie sagt, ja, du bist ja nicht monogam, du wirst jetzt sowieso früher oder später kriegen. Guck das Dienstgus. Und ich bin nicht wahnsinnig irresponsabel von. Ich war so, heute sitzt eine Person für Roma, die ein Medizinstudium hat, der hier arbeitet in einem anderen Ort für Krankheiten zu verhindern. Und alles, was man sieht, ist, dass ich dann von früher oder später kriegen und dass ich nicht mehr so passen, weil ob ich nur ein Jahr früher oder spät kriege, wird dann auch egal. Und sie hat mir auch keine Informationen zu Verhütungsmethoden, also gehen wir sich kein schützen. Und ich war immens entsatt. Und ich war auch immens entsatt, dass ein Gesundheitssystem, ein ganzes Gesundheitssystem an dem Land, an dem ich wohne, einfach nicht darauf passt. Und das einfach so, ja, die Leute infizieren sich sowieso damit. Das ist immens verrückt, mir das leider Gottes nicht mehr an Holland, so wie du, wo du wohnst, mir auch als Lützburg, wie gesagt, mein Doktor hat mir auch gesagt, du kannst weiterhin normal Sex haben, du musst nicht aufpassen, weil ich immens irresponsabel fand, weil vor allem so Leute wie ich, die 2%, die schon Krankheiten haben, die ein geschwächtes Immunsystem haben, du weißt nicht, was für Konsequenzen das für die Leute hat, was das und ihrem Leben ändert und ihre Aussicht aus sich selber. Und dafür, nee, das ist ein absolutes No-Go, das kann ich nicht so machen, das kann ich nicht so am Gesundheitssystem belosen. Wir müssen das ändern, wir müssen aufklären. Und ja, natürlich, das ist für die Menschen ungefährlich mit der Tisch nicht. Da ich nicht muss drüber schwatzen und drüber probieren zu verhüten und probieren, das eben nicht zu kriegen. Ja, und nicht weiß ich auch nie, ob ihr selber zu denen gehört, für die es ungefährlich ist. Und ob nicht eine von den Personen, mit denen ihr Sex hört, nicht eine von den Personen ist, für die es kein gefährlich sind. Und da sind die dann damit auch vorsetzt. Und ja, einfach gefährdet. Du warst ja heute bei unserem Podcast und du schätzt mal das über den HPV-Infektion. Wie gehst du dann mit dem Thema HPV an den Privatleben gerade zu der Zeit, wo du infiziert warst? Ich muss sagen, es ist ein immens offener Mensch, was Sex angeht. Ich schwätze ganz gern über Sex auch einfach nur mit dem Erstisch oder so. Die Menschen sind geschockt dadurch, aber ich fand, wir sind einfach an Normalität keiner Sex ein Thema so wie Rezepte auf dem Backen oder vom Kochen ausdehnen. Und dafür habe ich auch währenddem sich Diagnose gut und ich ganz offen mit meinen Kollegen darüber geschwärzt. Ich habe sie auch gefragt, ob sie den HPV-Virus kennen und was sie dafür machen, für zu verhüten oder ob sie andere Leute kennen. Und da sind ich effektiv auch auf eine Person gestoßen in meinem Freundeskreis, die ähnliche Probleme hat wie ich. Und da sind wir eben zusammen durchgegangen, weil das bei der Person auch zu der Zeit war verschieden für eine Person zu haben, die verstanden hat, da das nicht einfach so ja, ein Grippe oder so etwas war, weil das für sich dafür Doktoren zu suchen, das ähnlich wie ein Grippe, du kriegst es einmal am Leben oder mehr am Leben und dein Immunsystem geht ernst machen. Mir da ich einfach schon eine andere Person im Freundeskreis haben, denen die ganz groß ist, die genau das habe ich durchgegangen. Das ist für mich einfach ja, schön und nicht schön gewesen. Mir einfach eine Person zu nicht versteht, mit denen ich kann schwatzen, das war zu dem Moment wirklich flott. Also seitdem sind wir auch angefangen, einfach mehr offen über zu Sachen zu schwatzen, auch was kannst du holen, was kannst du heim, kannst du da. Ich habe leider auch immer gesagt, so, ich fand das wirklich nicht sexy, von der neue Partner hat und ich musste ihnen so, hey, dann holen wir mal Kondome, das lag dir schon tannisch raus. Ich weiß nicht, fühlt sich an, wie wenn du an einem an einem Kink-Porno wärst, was nicht unbedingt mein Kink ist. Und ich meine, die meisten Leute Giffe fortlaufen, wenn sie das Giffe gesehen, so tannischer Undoen und alles auspacken, was die muss für Sex.
dafür das war für mich nicht so prickelnd. Ja, das glaube ich. Ich bin auch immer schockiert, wenn ich mit Leuten über HPV schwätzen, weil ich mich aber durch meine Arbeit kann ich mich besser damit aus wie die meisten Leute und schon mich die ganze Thema interessiert und viel darüber gelesen. Aber ich bin immer schockiert, wie wenig Leute darüber wissen. Also ich hatte das paar Mal, dass ich nicht nur Partner innen mit Penis, mir einfach Freund innen mit Penis, dann haben wir darüber angefangen zu schwätzen und die Reaktion war immer, ja, das ist ja der Gebärmutterhalskrebsvirus. Ich brauche das doch nicht. Und ich kann das ja gut kriegen. Und ich fand am Anfang, ich meine, mittlerweile hat es geändert, mit damals, wie ich an dem Alter war, dass ich die Impfung konnte kriegen, war dann Marketing so nicht mal immens auf den Gebärmutterhalskrebs ausgerichtet. Und immens auf natürlich an der binärer, cisnormativer Welt von der Medizin. Medischer mussten das kriegen, für dass sie die Krebs nicht irgendwann entwickeln. Und ich fand niemand schuld, dass nicht von, oder dass noch immer so das Stigma davon aus, so das feiert, so die einzige Konsequenz von dem Virus aus Krebs und auch nicht mehr Frauen können das kriegen. Und schon mit wahnsinnig vielen Menschen mit Penis gespart, wie ich das war, Kollege, du kannst das auch kriegen und es gehen Impfungen und auch Menschen mit Penis können sich impfen lassen und sollte sich am besten impfen lassen. Wie hast du das erlebt? Genau so erwischt. Es sind, wie soll ich das erklären? Ich bin schon ein recht Single und schon meine Jugend noch geholt an einem späteren Alter. An all die Leute, die ich kennengelernt habe, die waren wirklich nicht so, ob sie schützen. Natürlich, ich hatte ganz viele Personen mit Penis, die immer gesagt haben, nee, ich will kein Kondom mehr benutzen, da ist schon an der Reihe, das geht so. Und es sind aber eine Person, die sich wirklich Stoppe hat. Weil eben, es gibt ja nicht nur ein HPV, es gibt ganz viele andere Krankheiten, es gibt auch AIDS nachher immer. Und die Leute meinen immer, dass sie nie davon betroffen sind. Also man hatte ich eben auch das Thema mit dem Partner, von dem ich tue, gut. Und ich von Anfang an gesagt, hey, nimm mit Kondome, die wollten darüber behaupten, ja, ich vertraue dir, du kannst mir auch vertrauen. Ich benutze nicht gerne Kondome. Und ich habe gesagt, nee. Und dann nütze ich auch die ersten paar Monate gehalten, bis ich dann irgendwann eine mehr aufgepasst habe, weil ich ihm vertraut habe. Und da hat er profitiert für ohne Kondome, seitdem hatte ich den HPV-Virus. Und ich habe noch darüber aufmerksam gemacht, die war, nee, da kann nicht von mir sein, ich passe nicht mehr gut auf. Ich habe eine Person noch mal gesagt, so, du lässt dich testen, da lässt ich mich auch testen. Wir weiß nicht gegenseitig die Resultate. Wenn wir clean sind, dann sind wir sicher, dass wir exklusiv sind. Oder wenn du dann einen anderen Partner willst, dann man versichert, dass du da werdest du schützen, kann man drüber schwatzen für ohne Kondom und so weiter. Es gibt auch immer viel zu viel Leute für allem Menschen mit Penis, die sich darüber behaupten, dass Sex ohne Gummi einfach viel besser ist und dass es einfach keine Geschlechtskrankheiten gibt. Dafür muss ich einfach mehr drüber schwatzen, mehr in den Medien, mehr in den Zeitungen, mehr in der Schule, überall. Auch auf der Arbeit. Für was soll ich nicht mit seinen Arbeitskollegen auch darüber schwatzen, weil das Arbeitsfeld praktisch jeder möchte und auch jeder kann kreieren. Für was soll das nicht einfach ein normales Thema sein, wo ich kann beim Durch von denen am Gang des Tiers darüber schwatzen? Ja, noch gerade, weil da war Virus ist, zu dem noch nicht so viel abgeklärt ist, genau. Und zu dem ihn muss auf sich nur Informationen gehen, für an den Informationen zu kommen. Und ich finde das manchmal ähnlich wie du. Ich fange noch immer mit den Leuten über HPV zu schwatzen. Und dann sehe ich wirklich so Fragezeichen an den Leuten ihre Gesichter. Und ich bin dann die Person, von der sie für dich gehören, was das und wie sich kann dafür schützen. Und gerade an nicht monogamen Beziehungskonstrukte von der Stadt karimo irresponsabel, weil Leute nicht gut darüber Bescheid wissen, weil ich nicht nur sich selber und eine Person vorsetzt, aber aufhängig vom Konstrukt ein paar Dose Personen, die noch da drin hängen, einfach weil die Leute mehr wie eine sexuelle Beziehung haben.
Und ich fand, es mischt mich immens Rosen, dass so wenig darüber abgeklärt wird. Und auch an der Schule, also das war an der Primärschulthema mit medischer Lusig impfen. Und danach war HPV nie mehr Thema. Und es wird auch noch immer viel zu wenig darüber abgeklärt und darüber geschwärzt. Und für was soll denn nicht? Mit dem Arbeitskolleg, mit der Arbeitskollegin und dann mit der Pause über HPV schwätzen. Ja, oder Oves von den enger Basis mit Kollegen und dann von Tischen und der Loch hören, also gucken. Und dann einfach rüber so, ja, was macht schwätzen? Ich kann das Sachen erklären, das ist ja gut kein Problem. Ich meine, ich fand schön, dass das ein Tabuthema ist. Weil das nicht, wohin sich muss für noch verstoppen. Ich meine, am Anfang, wie ich auch gesagt habe, dass ich den HPV habe, hatte ich ein bisschen so den Ekel für mich selber. So, wie kann das sein, dass ich die Krankheit gut, ich passe so gut auf. Aber das hat gar nicht dumm zu tun. Ich meine, das hat die Page zu den leider oder gelegt, ne? So wie an der Lotterie spielen. Und dafür muss einfach mega aufgeklärt gehen. Ich sehe auch noch einmal bei den Doktoren, die ganz alt Postern hängen über HPV. Wo dann einfach nicht drüber geschwackt wird, ja, lustig impfen, aber meistens nochmal und Mädchen gerichtet. Das heißt, da muss man als Gesundheitssystem zum Beispiel noch ein bisschen überschaffen, neue Reklamen machen, mehr aufklären, Broschüren, an den Zeitungen drüber schwatzen, oder im Radio, so wie wir das machen. Ja, das soll einfach ja, mehr Normalität sein, mehr zum Normalen gehören. Absolut. Und ich fand doch bis heute drohlich, dass die Impfungen just bis zu einem gewissen Alter oder wenn es einer gewissen Risikogruppe gehört, überholt gehen, weil das aber eine Impfung und die Impfung aus das einzige, außer natürlich laktischer Kondom an Handschen, weil das Gott was schützt. Es gibt, wie gesagt, normalerweise keine Behandlungsmethoden und die Behandlungsmethoden, die jetzt gehen, sind relativ neu und nicht immer wirksam und wie Kimmer so erzählt hat, doch teilweise relativ schmerzhaft. Und die Impfung hilft nicht perfekt, wie sie hilft, also sie schützt. Und das ist einfach eine Sauerei, dass es eine Impfung gibt, die schützt und dass die nicht einfach Karimo für jeden überholt wird. Weil auch wenn ihr nicht mit 30, wenn ihr sich recht mit 30 impfen lässt, wenn ihr nicht noch nicht hat und nicht lässt sich dann impfen, dann sind ihr geschützt und dann geht die Männer Risiko an und jetzt setzt die Männer Leute einer Gefahr aus. Ja, mit das leider die Pharmaindustrie, ne? Die es legal machen. Es wird doch immer gesagt, dass der Schutz mehr bringt, wenn er noch keinen Sex hat. Man kann ja noch an einer monogamen Beziehung sein, ohne dass der Partner fremd geht, sich den HPV-Virus zuziehen. An dem Sinn, das muss ich einfach einen Passion-Apps uppacken, was für eine Person, die sich Genitalien oder was auch immer umgepackt wird, oder den Hand, wenn die Pfeilquast von den Händen dann nicht proper mischt oder Handschuhe oder was auch immer, und das dann uppegt und du pegst es auch an, hast ja auch schon eine Chance, dass du das kriegst. Von daher ist es einfach etwas, wo es wirklich Sinn gibt, machen, dass wir alle Guten, egal was für ein Alter wir haben, geimpft gehen. Aber die Impfung wirkt anscheinend auch recht, wenn es der HPV frei ist. Das heißt, die Impfung wird nicht mehr gemacht, wenn du kannst nachweisen, ein Schockvirus am Körper im Moment. Und voilà, im Moment, wenn du dich dann impfst, kannst du dann die anderen streng immun sein. Wir kennen so viele verschiedene und auch andere Länder und sie evoluieren ja auch immer. Das heißt, die Impfung muss man evoluieren, für das sich weiter schützen. Absolut. Ich gucke mal rein an, ob ich mich impfen lassen, weil ich gerade mal sagen, von den ersten Impfungen an die heute sind mir effikaz. Ich muss so definitiv mit meinem Doktor schwatzen. Wie vielleicht so in so mal einfach, dass sowieso okay Wert hat, weil ich ja sowieso nicht monogam und ich mich nicht gegen schlafen und ich gebe es sowieso früher oder später kriegen. Das wird immens schön. Das ist auch einfach, ich meine, wir leben in einer Zeit, wo wir mehr sexpositiv sind. Und das Stigma einfach zu uns so, du schließt dich sowieso rundherum, weil es nicht monogam ist. Es ist noch nicht monogam. Das hetero-cis-normative Bild von der Gesellschaft noch immer da ist. Und
an dat einfach norm ist. Es soll nicht norm sein, es soll einfach drüber geschweigt gehen und es soll geschützt sein und es soll auch allen Menschen gerechte Schutz gehen, ob die Person hetero ist, ob die Person monogam ist, ob die Person polyamorös ist oder was auch immer. Das muss sich gar keine Rolle spielen. Es geht um Gesundheit und du hast eine Gesundheit. Und du sollst als Gesundheitssystem da auch einfach entgegenkommen. Und einfach zu so, ja, das werdet sowieso kriegen, was ja nicht monogam. Das ist komplett Quatsch. Ja, tu doch die Konnotation von selber Schuld. Ja. Ich hatte auch kein Gynäko, weil ich teste meinen Gynäkos ganz gern, wenn ich eine neue kriege. Die hattest du gefragt, ich hatte gesagt, ja, ich bin nicht monogam und wie kann ich mich da schützen, obwohl ich natürlich zu dem Zeitpunkt schon alles wusste, weil zu laktischer Handschen, Kondome etc. zu wissen gibt. Und sie hat mir Karimo gesagt, ich so, hier ist sie queer und ich bin nicht monogam, wie kann ich mich schützen? Sie hat mir schon geguckt, also sie hat mir schon gegrenzt mit, wie sowieso am besten, weil Jitwarin Partner sein ganzes Leben lang hat an einer heterosexuellen Beziehung, da wird das alles gar kein Thema. Ich bin nie mehr Hühner zurückgegangen, muss nur gesagt gehen, mir das aber bis war dein Doktor heute zu Lützeburg mehr so und die Frau praktiziert noch immer und die kann den so ein unqualifizierte, weil es schlimm ist, dass sie qualifiziert ist, aber sie kann die Rotschlo nach weiterhin junge Leute gehen und sie ist ja vis-à-vis von PatientInnen noch in einer Machtposition als Doktor und du mir so rein von unserem Gesundheitssystem und an unserem medizinischen Personal, die müssten viel besser darüber aufgeklärt gehen und viel mehr Wissen darüber haben, viel mehr sensibilisiert sind und einfach ihr Arbeit besser machen, wenn es HPV und andere sexuell übertragbare Krankheiten geht. Ich denke, das große Problem ist, dass wir noch immens konservativ sind. Es könnte los, das Leute immer mehr offen auch für andere Beziehungsstatusen, weil als Medizin immens westlich ist und auch konservativ, geht einfach Basgehol heteronormativ, cis-heteronormativ für alle. Und sie gehen sich kein mehr für sich mehr abzuklären. Ich hatte diese Geschichte auch mit der Endometriose, wo mein Doktor noch immer so, dann guck einfach, wie schwanger zu gehen, dann was du wahrscheinlich geheilt, du know. Ja. Wird schon ein ziemlich krasses Statement national einer Person dazu so, die Single ist und die wahrscheinlich keinen Kinder kriegen. Und das ist auch halt ein Mythos, ne? Mir gibt so viele Doktoren, die einfach hier ihre Meinung projizieren und nicht das gesundheitlich gucken. Und das fand ich mir abgehalten gehen, dass sie hier ihre Meinung weiter versprechen und nicht einfach das medizinisch, weil du sich korrekt ist. Und in dem Sinne wie bei dir, wo sie dir so tun, ja, wenn du einfach cis hat normativ wärst, dann hast du die Probleme auch gar nicht. Einfach eine Person für den Rest von deinem Leben, was auch Quatsch ist. Weil wie gesagt, du kannst das überall so sehen. Die Chancen sind mir klein, aber du kannst das auch, keine Ahnung, ob an einer Schwamm oder selbst so sehen. Dafür zu gehen wirklich zu viele Doktoren, die nicht wissen, von was zu schwatzen und einfach hier das Bild, hier die Meinung, die Leute weitergehen, was wirklich unmöglich ist und immens gefährlich. Ja. Wann in der Lo bei einem Doktor war und eine Abklärung gefragt hat und nicht die Informationen gekriegt hat, nur denen am Anfang Gesicht hat. Wo kann ihn dann in die Informationen kommen, Kim? Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Es kann ihn sich die Sachen lesen durch Bücher. Natürlich kann ihn an eine Bibliothek gehen und sich Bücher über STDs und so weiter auslehnen. Ich hatte hier kurz ein ganz interessantes Buch gelesen, was sich echt über die Vulva geht, die Vagina, wo auch über STDs und allgemein über Hygiene von der Vulva und so weiter geschwärzt wird. Da also ganz interessant Kapitel über HPV und Impfung. Das sind so Medizinstudentinnen gewesen, die das geschrieben haben. Die sind mittlerweile auch Doktoren und klären auch immer dazu ab. Es gehen im Internet eine ganz rich Seiten, wo man sich kann informieren, muss ich nicht aufpassen.
dat et gut Seite sind. Ich kann leider nur nicht direkt so ein Wehang. Mir normalerweise, wenn ich zum Beispiel im Englischsprachigen so guckt zur Mayo Klinik, da hatte ich auch Sachen drüber gelesen, was ganz interessant war. Oder Podcasts. Mir haben drüber geschwärzt, mir gibt ganz viele verschiedene Podcasts, verschiedene Sprachen. Die können ganz interessant sein, für da ranzulassen und wenn den Lever lasst, dann Platz für zu lesen. Oder sich nicht schnell und einfach seinen Kollegen freuen, ob die schon Erfahrungen haben, an zu gucken, wohin du noch kann Informationen kreieren von ihnen. Das ist schon ein relativ gut Übersicht. Wir werden dazu noch definitiv mehr an Shownotes von dieser Episode setzen. Kim, ich denke, wir wären angekommen. Ich so in der vielmals merci, dass du mit uns beziehungsweise mit mehr über deine Erfahrungen mit HPV geschwärzt hast. Und ich hoffe, dass die Impfung wirkt und dass du kein Problem mit dem hast. Vielmals merci, Robin, dass du mich invitiert hast, dass wir so ein ganz interessantes Gespräch hatten. Und ich hoffe, du hast ganz viel gelernt darüber. Das hoffe ich noch weil doch. Wenn er drüber läuft, dann könnt noch eine Rubrik vom Eli. Und dann hören wir uns an 2 Wochen. Adi. Adi. Ein gut froh. Gut gefroht. Ein gut froh. Was möcht ein Urolog? Ein Urolog ist ein medizinischer Doktor, der sich auf Penisse spezialisiert. Mir nicht nimmen. Was genau möcht ein Urolog? Und was kann ich sich erwarten, wenn er bei ihr geht? Auf wen soll ich das machen? Und aus welchen Gründen? Der Name Urolog kommt aus dem Griechischen und heißt übersetzt Pipi-Doktor, also ein, der sich den Urin kümmert. Die Ägypter und Griechen haben Farbe, den Geruch und Textur vom Urin analysiert, um herauszufinden, ob eine Person gesund ist oder zum Beispiel Blut am Urin hat und behandelt muss gehen. Heutzutage behandeln Urologen Krankheiten, die mit dem urinären Trakt zu tun haben, und das bei Personen mit Penis sowohl wie bei Personen mit Vulva. Den urinären Trakt ist das System, den den Urin produziert, speichert und Giftstoffe aus dem Körper entfernt, an dem sie Pipi möchte. An dem Bereich kümmern die Urologen sich um die Nieren, die Blut filtern und den Auffall an Pipi umwandeln. Sie kümmern sich um den Typ, den die Pipi von den Nieren an Blos transportiert. Sie kümmern sich um Blos, der den Urin speichert. Durch den Ureter fließt den Urin dann von der Blos aus dem Körper. Und sie kümmern sich um die Adrenaldrüsen, die um die Nieren sind und Hormone produzieren. Der Urolog ist auch für den Penis zuständig, das Organ, das die Sperma und die Pipi aus dem Körper transportiert. Und er ist auch für die Prostata, die die Flüssigkeit für die Spermien produziert. Er kümmert sich auch um Toden oder Tiere, die Sperma produzieren und Testosteron herstellen. Bei den reproduktiven Funktionen ist der Urolog für Hoden, Prostata oder Peniskrebs an dem seine Behandlung zuständig. Es kann ihn auch bei den Urolog gehen, wenn er Erektionsprobleme hat, infertil ist oder eine Entzündung von der Prostata hat. Bei jeder Rangum hilft der Urolog bei Nierensteinen, bei Blusenentzündungen, bei Krebs an der Niere, an der Blos oder an den adrenalen Drüsen. Es kann ihn auch nur Lösungen sichern, wenn eine Person inkontinent ist, also die Pipi nicht anhalten kann, an sich ein bisschen oder viel an Box möchte. Bei Kanner ist ein Urolog für medizinisch aufzuklären, für was die Kant nur jetzt an Bett möchte, falls am urinären Trakt etwas blockiert oder falls Toden nicht raufrutschen. Für an den urinären Trakt zu gucken, kann ein Urolog einen Ultraschall machen, ein Röntgen oder so scan für zu sehen, wie das Bannen am Körper ausgeseit. Diese Techniken sind vergleichbar mit dem Fotografieren, schüster den an den Körper hergeseit. Sie können auch messen, wie sehr und wie stark der Urin aus dem Körper kommt, und wie viel an der Blos bleibt.
Sie können den Urin analysieren und gucken, ob da Bakterien dran sind. Falls das nicht der Fall ist, ist den Urin steril. Sie können auch das Volumen und den Druck an der Blut messen. Für zu gucken, ob Prostat gesund ist oder ob ein Tumor da ist, kann ein Urolog entweder ein Touché rektal machen, also man empfängt Prostat durch den Darm auftasten, oder ein Ultraschall machen. Die erste Methode ist mehr genau. Der Urolog kann auch chirurgisch Angriffe machen, für Körperteile zu reparieren, für Krebs oder Tumor zu entfernen oder für eine Vasektomie zu machen. Es ist gut, bei einem Urolog zu konsultieren, wenn die Symptome wie Blut am Urin hat. Auch ganz oft müssen Pipi zu machen, Peng am Pelvis oder da wo die Nieren sind, kann eine Indikation sein. Wenn es beim Pipi machen brennt oder wehtut oder wenn Pipi machen schwer ist, wenn ihr sich an die Box mischt, den Urinstrahl schwach ist, soll ihn auch bei den Urolog. Wenn der Penis seine Form ändert, ihn ein Knopf an den Hoden spielt, keine Erektion kriegen oder halten kann, oder einem seine Libido sich ändert, soll ihn auch bei den Urolog. Generell sollen Personen mit Prostat ab 40 regelmäßig an Kontrolle. Ein Urolog mischt also viel mehr, wie just fangen an den Arsch zu stierchen, also ein Touché rektal zu machen. Auch nicht all Besuch beim Urolog beinhaltet so ein Examen. Hast du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreibe ich auf sax@ara.lu. Fragen gehen natürlich beantwortet, wenn ihr das mehr annehmen nennen. Über Feedback freuen wir uns immer. Ihr fand Mayway Sax auf Facebook, Instagram und saxpodcast.lu oder auf all eure gewünschten Podcast-Plattformen. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit finanzieller Unterstützung vom Ministère für Education, Kanner und Jugend. Und mit freundlicher Unterstützung vom CESAS, dem nationalen Referenzzentrum für die Promotion von der affektiver und sexueller Gesundheit. Der Ministère für Education, Kanner und Jugend an den CESAS gehen alle Responsabilität für die Inhalte von diesem Podcast auf.